Ein Desinfektionsmittel kann eine Flüssigkeit, ein Gel oder ein Spray sein. Es schützt dich davor, dass Viren oder Bakterien von Gegenständen auf dich übergehen. Wenn du zum Beispiel im Tram eine Haltestange berührst, auf dem Coronaviren sitzen und dir danach ins Gesicht fasst, können die Viren über den Mund oder die Nase in deinen Körper wandern. Dort vermehren sie sich und machen dich krank. Wenn du aber deine Hände danach mit einem Handdesinfektionsmittel reinigst, zerstört das Desinfektionsmittel das Coronavirus. Um zu verstehen, wie das funktioniert, ist es wichtig zu wissen, wie das Coronavirus aufgebaut ist. In seinem Innern besteht es aus Erbgut. Das ist so eine Art Bauanleitung. Die braucht das Virus, um sich zu vermehren. Das Erbgut wird durch eine Hülle geschützt. Die Hülle besteht aus Eiweißen und aus Fetten. Der starke Alkohol im Desinfektionsmittel macht, dass die Eiweiße in der Hülle zu Klumpen werden und die Hülle kaputt geht. Und die Fette der Hülle lösen sich in dem Alkohol auf. Starker Alkohol kann also beide Bestandteile der Hülle zerstören. So kann das Virus niemanden mehr krank machen. Daher bestehen die meisten Desinfektionsmittel aus starkem Alkohol. Ein Nachteil ist allerdings, dass Alkohol auch die Schutzschicht der Haut kaputt machen kann, wenn du die Hände sehr oft damit einreibst.